Die brasilianische jüdische Gesellschaft im Brasil ist gewesen sehr link. In die 20er, in die 30er, in die 40er Jahren, a große Mehrheit von der jüdischen Bevölkerung im Brasil ist gewesen, auch sympathisch zum Bund, aber a größer Teil sympathisch zum kommunistischen Partei. So ist die brasilianische kommunistische Partei hat gehabt jüdische Mitglieder. Und das Leben, das gesellschaftliche Leben im Brasil, in Rio, ist gewesen sehr segmentiert. Der beste Beweis von dem sind die Schulen, die es gewesen. Es ist gewesen zwei religiöse Schulen, es sind gewesen zwei sionistische Schulen, zwei kommunistische Schulen. In einer von den kommunistischen Schulen gibt es eine große bundische Influenz. Es ist interessant, dass die zwei kommunistischen Schulen, einer ist geblieben kommunistisch, nach dem 20. Kongress, wenn Khrushchev hat denunziert Stalin. Und der zweite ist weg von der kommunistischen Partei. In die andere Schule ist die Schule von die sind weggegangen von der kommunistischen Partei, aber sind geblieben Sozialisten. Das ist Eliezer Steinberg? Eliezer Steinberg. Der Direktor von Eliezer Steinberg ist gewesen Bundeslehrer Tabak. Also das ist die Schule, wie meine Kinder haben gelernt. Und ich bin gewesen die ganze Zeit, wo sie haben gelernt dort, bin ich gewesen in der Board, in der Schule. Und dort hat man noch gelernt Jiddisch. Beide. In der kommunistischen Schule, wo es gewesen Shalom Aleichem, und in Eliezer Steinberg hat man gelernt Jiddisch.